Hallo, ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee und zwar mit dem neuen Let's Play. Es geht heute los mit Let's Play BioShock The Collection. Wir fangen an mit BioShock 1 und hier haben wir noch BioShock 2 auf der CD. Auf der zweiten CD von der Collection war noch BioShock Infinite mit dabei. Aber ich werde auf jeden Fall die ganze BioShock-Reihe durchspielen, 1, 2 und Infinite. Und ich freue mich wie Sau drauf, dass ich BioShock von Anfang an spielen kann, so wie es die Nathan Drake Collection war mit Uncharted 1 bis 3 und dann Uncharted 4, werde ich auch BioShock als Reihe spielen, da mir bewusst ist, dass auch BioShock eine sehr große Fangemeinde hat. Ich persönlich habe BioShock immer nur als Let's Play gesehen, so wie die Uncharted 1 bis 3 und das ist auch schon eine Weilche her, dementsprechend könnte man eigentlich sagen, ich spiele das blind. Jo, wir wollen auch keine große Worte verlieren. Ich freue mich wie Sau drauf, die Reihe spielen zu dürfen. Und wir fangen gleich an mit BioShock Ends. Ach ja, das System sagt mir, ich soll zwar die Anwendung aktualisieren, der Download läuft auch im Hintergrund. Aber ich will die Netzwerkfunktionen nicht benutzen. Von daher passt es für mein Let's Play. Ah, schön. A 2K Game. 2K Boston und 2K Australia. Da noch 2K Marine. Blind Squirrel Games. Powered by Unreal. Okay. Die rechtliche Hinweise. Oh, ich freue mich echt wie noch was. Spiel starten. Ich kann es kaum erwarten. Wir gehen erstmal in die Optionen rein natürlich. Dann mag ich die Audio-Optionen. Wir lassen es jetzt erstmal auf volle Wumme. Nicht, dass es auch so ein Flüsterspiel ist wie Uncharted 4. Lassen wir es erstmal auf voller Lautstärke. Und gehen jetzt mal auf neues Spiel. Ich glaube, Kommentar des Regisseurs können wir uns erstmal sparen. Museum und zusätzliche Inhalte. Willkommen in den Duellräumen von BioShock. Okay, also da haben wir noch nichts. Wir machen jetzt ein neues Spiel. Helligkeit passen wir an. Stelle den Helligkeitsregler so ein, dass sich die dunkelgraue Box gerade noch vom schwarzen Hintergrund abhebt. Okay, dunkelgraue Box. Wo haben wir sie dann? So, also die eigentliche Einstellung wäre mal wieder so in dem Bereich, aber ich sage nach wie vor, es ist ein Let's Play, es sollte heller sein. Dementsprechend machen wir es in dem Bereich. Das sollte funktionieren für unser Let's Play, damit das alles total durcheinander ist. Du bist ein Shooter-Neuling. Du hast bereits andere Shooter gespielt. Du bist ein absoluter Shooter-Experte. Bereit für die wahre Herausforderung? Nö, ich bin doch so ein Shooter-Neuling, ich bin doch so hundsmiserabel in sowas, deswegen machen wir mal leicht. Es war nicht unmöglich, Rapture auf dem Meeresgrund zu bauen, es war unmöglich, es irgendwie anders zu bauen. Andrew Ryan. Es irgendwo anders zu bauen, Entschuldigung. Boah. Allein schon diese ganze Retro-Umgebung ist so klasse. 1960, Mitte des Atlantik. Boah, herrlich. 60er Jahre. Als mich meine Eltern in das Flugzeug nach England setzten, wo ich meine Verwandtschaft besuchen sollte, sagten sie zu mir: Sohn, du bist etwas Besonderes. Wie man doch noch Rache durft und alles zugeräuchert ist. Sie hatten recht. BioShock. Und in den 60er Jahren durfte man noch im Flugzeug rauchen. Das ist halt so das undenkbar. Gewittert du na Keidel, wenn ich das machen dürft. Boah, die täten mich, glaube ich, echt rauszerren. Ah, herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Jetzt sind wir in der Mitte des Atlantik. Und am Abgluckern, wie es aussieht. Ah, das Gepäck von einer Refrain anscheinend. Ach du liebe Zeit. Und hoch mit uns. Oh, scheiße. Der sieht nicht gut aus.
Ich sollte mich fortbewegen von hier. Vielleicht doch festklammern. Oh, und da ist ein Turm. Da ist ein Turm. Mitte drin. Ah, mit Dreieck kann ich springen. Okay. Kann ich auch unter Wasser springen? Nee. Also beim Schwimmen geht's nicht mit dem Springen. Und oh scheiße, da geht's gerade unrecht. Und wir gehen hier Mitte zu dem Ding, was hier so auffällig steht. In der Mitte des Atlantik, was bisher anscheinend noch kein Pilot bemerkt hat. Wir haben noch genug Energie, um durch hier zu schwimmen. Und in Wasser in einer Geschwindigkeit. Also reiß dein Kadaver durch hier, Männl. Und... Oh, sicher. Ach du Scheiße. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Bisschen was von der Turmdeko hat's auch weggerobbt. Und hier ohne ist auch nichts mehr. Okay. Der ist auf. Mir natürlich kein Licht oder so dabei. Das Ding geht zu. Und das Licht geht automatisch ein. No gods or kings. Only man. Keine Götter oder Könige. Nur Mensch. Oder nur Menschen. In what countries there a place for people like me, Andrew Ryan? Okay. In welchem Land auch immer ist das irgendwo ein Platz für einen Mann wie mich, Andrew Ryan. Boah, und die Musik. Wie geil. Und ich liebe das mit der alten Umgebung. Wie schön das dargestellt ist. Und hier runter können wir. Und was haben wir hier? Eine Maschine. Da ist nichts mehr, das war nur Beleuchtung. Okay, es klatscht gewaltig. Der geht auf. Industry. Und 2 Hände reichen sich. Das sieht so ein bisschen kommunistisch aus. Und was haben wir da noch? Industrie. Wissenschaft. Und das andere? Das andere ist Kunst. Mhm, das klingt doch schon mal nicht schlecht. Gehen wir mal hier rein. Tauchkugelhebel. Dann ziehen wir doch mal. Wir haben ja sowieso nichts Besseres zu tun gerade. Service Radio. Uiuiuiui. Ui. Da haben sich ein paar Künstler ausgetobt. Schick, schick, schick. Oh, mir kriegen noch einen Film gezeigt. Fire at your fingertip. Okay. Ryan Industries. Ich bin Andrew Ryan und ich möchte Sie eines fragen. Steht einem Menschen nicht das zu, was er sich im Schweiße seines Angesichts erarbeitet? Nein, sagt der Mann in Washington, es gehört den Armen. Nein, sagt der Mann im Vatikan, es gehört Gott, dem Allmächtigen. Nein, sagt der Mann in Moskau, es gehört allen. Ich konnte keine dieser Antworten akzeptieren. Stattdessen entschied ich mich für etwas anderes. Für etwas Unmögliches. Ich entschied mich für Rapture. Boah, geil. Eine Stadt, in der der Künstler keine Zensur fürchten, der Wissenschaftler sich keiner engstirnigen Moral beugen muss, in der diejenigen, die zu Großem bestimmt sind, nicht durch die kleinen Lichter gebremst werden. Wenn auch sie im Schweiße ihres Angesichts für dies kämpfen, kann Rapture auch ihre Stadt werden. Sehr geiles Grundprinzip. Und der gute Ryan, Andrew Ryan, hat die Stimme von Guido Högel. Synchronsprecher sofort erkannt. Boah, diese Exoskelette sind so geil. Ja, wenn der Mensch sich Keine wirklich... Ahnung, was da los ist. Der Leuchtturm ist vom Feuerschein hell erleuchtet. Da muss ein Flugzeug abgestürzt sein. Aber wir sind mitten im verdammten Atlantik. Ich meine... Ich kapier das nicht. Mach dich auf den Weg, aber schnell. Bis Bleiser kommen.
Alle guten Dinge auf dieser Erde Drauf, dass überhaupt jemand kommt. fliegen in die Wir Stadt. eine Tauchkugel haben, die auf dem Weg nach unten ist. Wir haben Gesellschaft. Also ganz im Ernst, wenn die Menschheit wirklich so denken würde, wäre sie zu sehr Großem fähig. Willkommen in Rapture. Karte, Ziele, Nachrichten, Hilfen mit dem Touchpad, Munitionsauswahl mit links, Nachladen mit Viereck, Springen mit Dreieck, Verbandskasten benutzen mit Kreis und interagieren mit X. Okay. Happy New Year 1959. Speichervorgang läuft, bitte das PlayStation 4 System nicht abschalten. Ja doch, genau das hatte ich jetzt vor. Spiel gespeichert. Ich sehe sie schon. Die Tauchkugel kommt jetzt hoch. Johnny, das Sicherheitssystem ballert alles über den Haufen. Beweg dich endlich. Kommen wir hier mit den Krieg rein. Lady, ich wollte hier nicht einbrechen. Bitte tun Sie mir nichts. Lassen Sie mich bitte gehen. Sie können meine Waffe behalten. Stimmt von Kai Taschner. Sie können... Ups, das sieht nicht so gut aus. Jetzt ist der tote Kai Taschner. Ui. Und ich mag das nicht, dass die Kreatur so auf mich fixiert ist. Ist das jemand Neues? Ja. Bitte nicht schreien, ich habe dir nichts gemacht. Ich hab dir doch nichts gemacht. Lass mich doch in Frieden. Yeah. Und das ist nicht so gut. Und wie bei Uncharted habe ich mich auch bewusst dazu entschieden. Habe ich mich bewusst dazu entschieden, nicht mit Facecam zu agieren, weil ich die Welt nicht zerstören mag durch meine Fratze noch in der Nähe, wie es bei Uncharted der Fall ist. Ich finde, die Welt muss wirklich für sich wirken, ohne Facecam. Keine So. Ahnung, wie du den Absturz überlebt hast, aber wo die Vorsehung im Spiel ist, stelle ich keine Fragen. Ich heiße Atlas. Ich will, dass du am Leben bleibst. Mach, dass du hier wegkommst. Wir müssen dich ein Stück nach oben bringen. Mhm. Geh weiter nach oben. Atme Okay. tief durch und geh aus der Tauchkugel raus. Keine Sorge, ich lass dich nicht hängen. Okay. Danke, freundlicher Atlas. Wo ist denn der andere Tote? Kai Taschner ist schon verschwunden. Okay. Wir müssen sie aus ihrem Versteck locken. Du wirst mir jetzt vertrauen müssen. Okay. Das ist nicht so gut. Ein wildfremde Vertrauer? Ich weiß nicht, lohnt sich das? Oh. Hilfe. Fängt ja schon mal großartig an. Die Karte zeigt, geh weiter nach oben. Ah, okay. Aber die Karte finde ich wenigstens schön übersichtlich. Hallo? Hallo? Freundlicher Flugzeugabsturzüberlebender? Auch überhaupt nicht gruselig oder so. Ach ja, explodiert ein bisschen was. Rapture Transit Authority. Alle Flüge gecancelt. Ja, das kann ich mir vorstellen. Nur noch ein bisschen näher. Uäh. Bitte lächeln, Schwitzer. Oh, das ist natürlich praktisch. Das ist natürlich nett. Wärst Okay. du so freundlich, dir eine Rohrzange oder sowas ähnliches zu besorgen? Verdammten Splicer haben Johnny eingekesselt, bevor sie ihn... Oh, dieses Drecksgesindel. Ja, Waffe wäre schon gar nicht mal so schlecht, denke ich. Haben wir hier was? Oh, da haben wir was. Schraubenschlüssel. Sehr schön. R2, um die Rohrzange zu schwingen. Mhm. Links, um dich zu ducken. Ah, so, mit L3. Okay. Alles klar. Hui, hui, hui. Endlich mal wieder ein Spiel, wo ich Waffe hab. Yeah. Ich will nur jemanden kennenlernen. Ich will da jemanden kennenlernen? Am Arsch. Ich wollte niemanden verletzen. Aber ich? Ich will dich verletzen. Du fucking Splicer. Eve-Spritze und Verbandskasten. Du hast einen Verbandskasten. Drücke Kreis, wenn du verletzt bist, um dich zu heilen. Okelidokeli.
Rapture, November, 5. November 1946. Die Vision eines Mannes. Erlösung der Menschheit. Mhm. Oh je. Rap-Riegel. Njam, 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 njam. Das ist jetzt genau das, was ich brauche. Aha, hat mir einen Gesundheitsschuh verfasst. Türsteuerung, die scheint wohl nie so aktiv zu sein. Pneumo. Alles klar. Ja, ich bin jetzt auch wieder voll drin. Kartoffelchips, die fetzen wir uns jetzt auch noch rein und so ein Rap-Riegel auch noch. Ja, man kriegt so Hunger, wenn man abstürzt. Ach ja, was haben wir hier da noch? Mülleimer untersuchen. Kuchen mit Cremefüllung. Ja, es geht doch nichts über Müllcookies. Ah, ich bin jetzt auch wieder voll drin. Ich freue mich mal etwas zu spielen, wo ich mich endlich wieder aktiv gegen Gegner wehren kann. Aha. Uah. Folge der Hand des Magiers. Immer gutes Zeichen. Was ist das hier? Gatherer's Garden. Sammlers Garten. Mhm. Elektrobolt. Ausrüsten. Ui. Da hat eine Kette. Da hat 2 Kette jeweils auf der Hände tätowiert. Und ja, ich würde mich auch mit einer unbekannten Substanz einfach spritzen. Bleib ruhig. Dein genetischer Code wurde gerade von einem Plasmid namens Electrobolt komplett umgeschrieben. Keine Sorge, du wirst dich gleich daran gewöhnen. Ja, erst noch ein bisschen Kotze und so. Oh, erst noch ein bisschen auf die Schnutfalle von einem Balkon aus. Oh, Mann. Der kleine Fisch da sieht aus, als wäre er gerade frittiert worden. Ich möchte wissen, ob er noch ein bisschen Adam hat. Hat er die Stimme von Cleveland aus Family Guy? Hörst du das? Das unser Schwächling. Du bist ein armseliges Würstchen. Das kleine Fischlein hat es gar nicht verdient, von einem Big Daddy beschützt zu werden. Feigling, hab ich's mir doch gedacht. Mit dem Eisen-Daddy, da kannst du auch nicht viel ausrichten. Du kommst in die Konservendose, so oder so. Nett. Reizende Bursche. Aber die Big Daddies, die sind richtig geil. Das sind die hier, ja. Die sind richtig geil. Boah. Niemand ist dabei als ein Engel. Ich sehe, wie Luft aus seinem Bauch kommt. Warte mal. Er atmet nach, aber das macht nichts. Ich weiß ja, dass er bald schon ein Engel ist. Ja, mit denen werden wir es noch später zu tun haben, mit den Big Daddies bzw. Big Boys. Geht's dir gut, mein Junge? Beim ersten Mal haut Plasmid ganz schön rein. Aber es gibt nichts Besseres als eine Faust wie ein Blitz, oder? L2 um Plasmid zu benutzen, okay. Okay, das braucht unser Mana auf, unser blaue Energie. Mhm. Mit R2 kann ich draufhauen, mit L2 kann ich hier mal lustiges Zeug verwenden. Ah, nicht schlecht. Okay. Puh. L1, um mich mit Plasmid auszurüsten, okay. Mit R1 dann hier, ja. Okay. Jetzt wissen wir da Bescheid, wie es weitergeht. Und die haben wohl alle gedacht, ich muss verrecken. Ja, Plasmid, aber was bringt uns das jetzt? Nö, das bringt uns nicht weiter. Hier. Hier vielleicht. Latsch. Okay, das hat jetzt nicht viel gebraucht. Aber warum auch nicht? Was ist denn ein Mülleimer? Verbandskasten und Eve-Spritzer. Mhm. So, kann ich irgendwo in mein Inventar rein oder so? Geh weiter nach oben. Funknachrichten, Hinweise. Nee. Wo ist dann mein... mit Viereck. Ah, okay, mit Viereck kann ich wieder mein Zeug aufladen. Alles klar. Wenn ich so Spritze habe. Ja, jetzt weiß ich aber nicht, was ich damit zu machen habe. Mit dem tollen Zeug. Nehmen Sie Ihr Plasmid auf und entwickeln Sie sich. Türschalter, ja. Okay, wo ist denn der Türschalter? Wenn ich das jetzt noch wüsste, wo der ist, wäre alles wunderbar. Das war aber nett. Türschalter. Hier unten? Ah, da unten. Dummkopf.
Okay, da aber gab es nichts weiter. Da ist der Türschalter und dann geht's. So. Und zack. Sehr schön. Erstmal wieder das. Deshalb braucht wenigstens keine Energie. Ups. Oh, das ist noch der Rest vom Flugzeug gewesen. Herzlichen Glückwunsch. Also hier komme ich nicht mit durch. Scheiße. Und komme ich da noch irgendwie durch? Ja. Okay, na prima. Also der Rest vom Flugzeug hat hier ordentlich was weggefetzt. Und jetzt ist Rennen. Rennen. Ja, da komme ich wenigstens noch durch. Okay, Plasmid brauche ich anscheinend wieder. Und... was ist das? Vita Chamber. Mhm. Kann ich die benutzen, oder? Es klingt auf jeden Fall so, als wollte ich die benutzen. Uppala, was ist denn das? Am besten verpasst du ihnen einen Stromschlag und ziehst ihn anschließend noch eins drüber. Links-Rechts-Kombination. Denk an den One-Two-Punch. Eve-Spritze. Oh. Und auf die Schnut. Okay, damit kann ich die Kerle zumindest mal außer Gefecht setzen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ja. Wo ist denn der Knabe? Irgendeiner huscht hier noch ekelhaft durch die Gegend. Nee, der ist schon tot. Der ist schon gegrillt. Verbandskaste auch nicht schlecht. Musst du reich sein. Denen ist dein Aussehen egal. Okay. Ah, da ist noch so einer, so ein Knetkopf. So, und jetzt. Zack. Und weg ist er. Ja, scheint wohl ein bisschen Ärger im Paradies gäbe zu haben, wenn ich mir das so angucke. So, zischt dann noch so Spritzerei, Kerl. Geht nicht. Okay. Was ist das? Drücke R2, um einen betäubten Gegner zu töten. Nee, ich will, was ist das? Vita Chamber. Sollte es passieren, dass dich einer der feindseligen Bewohner von Rapture tötet, wirst du in der letzten Vita Chamber, die du passiert hast, wiederbelebt. Ein Teil deiner Gesundheit wird dabei wiederhergestellt und du erhältst immer noch zumindest eine kleine Menge Eve. Vita Chambers funktionieren automatisch. Sie müssen nicht aktiviert oder benutzt werden. Okay, das ist schon mal nicht schlecht. Aber ich habe anscheinend keine Spritze mehr, die er benutzen mag. Maximale Gesundheit bereits erreicht und mit Viereck will er keine... Ups. Irgendwas ist gerade verreckt und es ist noch lange nicht tot. Ups. Oh, dir geht's aber nicht so gut, Kerl. Eve-Spritzer. Ja, petze da doch rein, die Eve-Spritzer. Kerl. Mann, oh Meter. Huiuiuiui. Also hier geht's echt ordentlich ab. Ist mal schön die Abwechslung zu anderen Spielen, die ich bisher so gespielt habe. War Uncharted ja immer so langsam nacheinander, so allmählich aufgebaut. Aber hier geht's so richtig gut ab und das auch noch aus der Ego-Perspektive. Ist auch mal wieder was Neues. Ich glaube, das letzte Spiel aus der Ego-Perspektive, was ich gezockt habe, war Resident Evil Silver. Ja, aber du könntest da definitiv schon so Spritzelei föhnen, mein Lieber. Hör zu. Ich habe Familie. Ich muss sie hier rausschaffen. Aber die Splicer haben mich von ihnen getrennt. Wenn du es bis zu ihnen schaffst, nach Neptune's Bounty, dann könntest du sie vielleicht... Du meinst jetzt bestimmt, das Leben hat dir schon übel genug mitgespielt. Aber du bist meine letzte Hoffnung, meine Frau und mein Kind jemals wiederzusehen. Okay. Such Neptune's Bounty. Such meine Familie. Bitte. Na gut. Neues Ziel, gehe zu Neptune's Bounty. Folge der Kompassnadel, um dein Ziel zu erreichen. Alter! The great chain is guided by our hand. Große Kette wird von unserer Hand geleitet. Verbandskasten, Repriegel. Oh Gott. Das Grab von jemand mit Teddybär. Oh Gott. Soll ich vielleicht wechseln? Stirb! Stirb, Mutter! Okay, in Verbandskasten gibt es auch noch und eine Pistole. Sie haben unsere Körper und unseren Geist zerstört, weil wir nicht mit ihnen fertig werden.
Gute Freunde, die sich auf einmal gegenseitig an die Gurgel gehen. Babys, die erdrosselt in ihren Kinderbetten liegen. Die ganze Stadt geht zum Teufel. Na klasse. Okay, ihr liebe Leute, steht da was Sache. An der Stelle mache ich jetzt hier tatsächlich meinen Cut. Das war ein geiler Einstieg. Und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Bioshock auf Pelzig, wo es dann nochmal so richtig weitergeht. Also machen's gut und bis morgen. Ich hoffe, der Einstieg hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Iron Yankee.